Hallo, moin, da bin ich wieder. Wenn ich mit Vorrat oder zu Fuß unterwegs bin, dann nehme ich mir nicht wohl einen Afkötten. Ich muck doch keinen Umweg. Aber hier in min Geschichte, da hätt das Wort ein ganz andere Bedeutung. Afkötten ist schon gut und schön. Kein ein von uns fährt so gern Umweg. Aber bei dat Schrieben von Wör, statt mit dat dusselige Afkötten, mein ich mal so hoch. Weten Sie, was die Buchstaben HDL zu bedeuten haben? Wenn man dat hören deit, dann denkt man fort an Cholesterin in uns Blut. Dat mein ich aber nicht. Und dat hätte auch ja gar nichts mit Rauschgift zu tun, so als dat LSD. Dat HDL, dat schrieben viele Jungs und derns in ihr Smartphone. Wenn die sich mit ihr Magas n SMS zu kommen loten. Dat heißt ganz einfach, hab dich lieb. Ja, und was ist mit MFG? Ich weet, was die Buchstaben MG zu bedeuten haben. Das kann ein Automarke werden, aber auch ein Maschinengewehr. Durch uns Computers und noch viel mehr durch die Smartphones nimmt diese Afkötteritis immer mehr zu. Düt MFG kann doch zum Beispiel auch Mitfahrgelegenheit bedeuten. Ist aber nicht so. Wenn ein mit Brief schrieben zu viel ist, dann setzt er am Ende einfach die 3 Buchstaben MFG drunter. So wie ist das nun all. Die Lüd haben all kein Tit mehr, die Wör schrieben. Dat geht eins nicht gau genug. Ist so gauer to, MFG zu schrieben, als mit freundlichen Grüßen. Dat akkurat schrieben. Wenn dat so wieder geht, dann muss man sich doch nicht wundern, dass uns Kinder und Enkel zuletzt gar nicht mehr schreiben können. Wie Silversurfer kommen mit den ganzen Buchstabensalat von uns Kindern meist nicht mehr zurecht. Mit den Buchstaben THW kann ich schon auch noch was mit anfangen. Das technische Hilfswerk hat eine lange Tradition. In den 50er Jahren ist die als ziviler Ordnungsdienst gegründet worden und ist nicht bloß hier in Deutschland, sondern auch in Utland aktiv. Und jemals, wenn jichens wo Katastrophen sind, dann kommt die THW zum Einsatz. Als Kind bin ich mit diesen Afkötten so groß geworden. Und nu will mein Enkel mir wiesmucken, dass das ganz was anderes zu bedeuten hat. Opa, dass du das nicht wissen darfst. Die THW ist der beste Handballverein von ganz Deutschland. Rekordmeister. Ja, und was hätt das mit der technischen Hilfswerk zu kriegen, wo ich denn von ihm wissen? Ich weet, dass sich das technische Hilfswerk für alles Mögliche insetzen und helfen deit. Aber dass die Lüd doch nun auch noch Handball spielt, habt ihr überhaupt noch Tito? Die schon sich mal lieber mit all ihr Klimakatastrophen befoten. Gibst du genug davon? Mann, oh Mann, Opa, was bist du doch für ein Döskopf? Du bist ein Dummkopf. Die Handballers sind wirklich? ein eigenständigen Verein. Die habt überhaupt nichts mit technische Hilfswerk zu kriegen. Das ist der Kieler Turnverein von HC Winterbeck. Und die habt dieselben Afkötten. Das ist das reinste Dullhus mit dieser Afkötterei. Wenn ich nun einen Brief oder ein Paket an den THW schreiben und schicken will, woher weht denn der Postbüdel, wo denn nicht denn die zustellt waren, Schal?
Das gibt doch ein ganz großes Durcheinander. In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass in viele Zeitungsartikel die Buchstaben K und I stehen. Können denn die Zeitungslüd nicht mal mehr die Stadt Kiel utschrieben? Das sind doch man bloß 2 Buchstaben mehr. Das KI steht doch eigens für die Stadt Kiel und ist doch ob all die Nummernschilder vor der Autos, die ut Kiel kommen, zu sehen. Von all die KIs in die Artikeln war's ja ganz nasch. Das gibt doch keinen Sinn mehr. Was habt die Kieler zum Beispiel mit der Autos zu kriegen, die ganz und gar autonom fahren? So ganz ohne Fahrer. Ich hef min Söhn mal da noch froh, was das angehen kann, dass ein Auto so ganz allein fahren kann. Die hätt mir denn erstmal einen Vertrag über künstliche Intelligenz holen. So ein Auto ist nix anders als ein großen Computer, der jümmers anregen ist. Und dabei all die Funktionen in Gang setzen deit. Denn geben die Buchstaben K und I jo auch einen Sinn. Künstliche Intelligenz. Das ist jo auch ein lang Wort. Und das kann der ein oder andere auch nicht richtig schreiben. Ob Plattdeutsch ist das jo nix anders als ein BPM. Das sind die Afkürzen für die Bregen Plitschmaschinen. Ja, lieber soll man das mit das Afkürzen nicht übertrieben. Aber bei LMAA ist das jo wohl Anbrüch. Wenn man das utschnacken will, dann hört sich das nicht gut an. Ob platt klingt das Kleinjahrmors doch viel besser. So, ich wünsche nur viel Spaß mit der Afköteritis. Vielleicht fällt ihm ja auch noch der ein oder andere Buchstaben in. Ich finde zum Beispiel das Wort Moin auch viel besser als ich wünsche dir einen morgen Tag. Tschüss. Moin.